Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch. Hallo und herzlich willkommen bei Was, hä, wie Schweizerdeutsch. Dieses Mal werden wir wieder ein paar Verben durchnehmen zum Thema Alltag und Arbeiten. Und ich habe mir auch so einen ungefähren Plan erstellt, was wir die nächsten Male so durchnehmen werden. Ich habe mir gedacht, nach diesem Mal noch einmal Verben, dann dreimal Nomen und dann dreimal Adjektive, damit wir danach den Satzaufbau üben können. Zwischendurch kommen dann auch noch so Specials, wie zum Beispiel bei Weihnachten, wo wir etwas Spezielles machen werden. Und ja, fangen wir doch an. Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch. Also wie gesagt werden es Verben zu Alltag und zu Hause sein. Und die Verben lauten essen, trinken, schlafen, aufstehen, anziehen, waschen, putzen, kochen, öffnen, schließen. Also essen, trinken, schlafen, aufstehen, anziehen, waschen, putzen, kochen, aufmachen, zumachen. Wie letztes Mal gehen wir wieder alle Verben einzeln durch. Fangen wir doch gerade an mit Essen. Essen heißt auf Schweizerdeutsch essen. Ich iss, du issisch, er, sie, es isst, wir essen, ihr esset, sie essen. Ich habe gegessen, du hast gegessen, er, sie, es hat gegessen, wir haben gegessen, ihr habt gegessen, sie haben gegessen. Wie immer empfehle ich euch, die Übungen ein paar Mal zu wiederholen. Ihr könnt es auch nebenbei aufschreiben, oder einfach ein paar Mal anhören, damit ihr das schon mal in eurem Gehirn abspeichert, damit ihr das im Nachhinein auch wieder abrufen könnt. Kommen wir aber jetzt zum nächsten Verb, nämlich trinken. Ich trinke, du trinkst, er, sie, es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Oder in der Vergangenheit, ich habe getrunken, du hast getrunken, er, sie, es hat getrunken, wir haben getrunken, ihr habt getrunken, sie haben getrunken. Als nächstes kommt ein weiteres wichtiges Verb, nämlich schlafen. Ich schlafe, du schlafst, er, sie, es schlaft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. Oder ich habe geschlafen, du hast geschlafen, er, sie, es hat geschlafen, wir haben geschlafen, ihr habt geschlafen, sie haben geschlafen. Und was tun wir nach dem Schlafen? Genau, aufstehen. Genau das ist das nächste Verb. Ich stehe auf, du stehst auf, er, sie, es steht auf, wir stehen auf, ihr steht auf, sie stehen auf. Oder eben, ich bin aufgestanden, du bist aufgestanden, er, sie, es ist aufgestanden, wir sind aufgestanden, ihr sind aufgestanden, sie sind aufgestanden. Wenn du dann langsam aus dem Bett wankst und dann vielleicht schon ein bisschen wach bist, dann geht es wahrscheinlich auch schon ans Anziehen. Und genau das ist das nächste Verb. Ich ziehe an, du ziehst an, er, sie, es zieht an, wir ziehen an, ihr zieht an, sie ziehen an. Oder ich habe angezogen, du hast angezogen, er, sie, es hat angezogen, wir haben angezogen, ihr habt angezogen, sie haben angezogen. Das gebrauchte Pyjama müsst ihr dann vielleicht schon waschen. Und waschen heisst auf Schweizerdeutsch waschen. Also ich tue waschen, du tust waschen, er, sie, es tut waschen, wir tun waschen, ihr tun waschen, sie tun waschen. Oder ich habe gewaschen, du hast gewaschen, er, sie, es hat gewaschen, wir haben gewaschen, ihr habt gewaschen, sie haben gewaschen. Vielleicht musst du dann auch schon deine Wohnung putzen, weil die noch unfassbar dreckig ist vom Vorabend, von der Party. Ich putze, du putzt, er, sie, es tut putzen, wir tun putzen, ihr tun putzen, sie tun putzen.
Ich habe putzt, du hast putzt, es hat putzt, wir haben putzt, ihr habt putzt, sie haben putzt. Nach dem ganzen Putzen ist dann auch schon Mittag und du musst etwas kochen. Ich koche, du kochst, es kocht, wir kochen, ihr kocht, sie kocht. Oder ich habe gekocht, du hast gekocht, es hat gekocht, wir haben gekocht, ihr habt gekocht, sie haben gekocht. Damit du aber überhaupt kochen kannst, musst du zuerst deinen Küchenkasten öffnen und die ganzen Gewürze und etc. herausnehmen. Ich mache auf, du machst auf, es macht auf, wir machen auf, ihr macht auf, sie macht auf. Oder ich habe aufgemacht, du hast aufgemacht, es hat aufgemacht, wir haben aufgemacht, ihr habt aufgemacht, sie haben aufgemacht. Nach dem Öffnen schließt du es dann wieder, wie es sich gehört. Ich mache zu, du machst zu, es macht zu, wir machen zu, ihr macht zu, sie machen zu. Ich habe zugemacht, du hast zugemacht, es hat zugemacht, wir haben zugemacht, ihr habt zugemacht, sie haben zugemacht. Das waren jetzt diese ganzen 10 Verben. Hört das ein paar Mal durch, speichert es in euer Gehirn ein und dann kommen wir auch schon zu den Sätzen von heute. Dieses Mal sind die Sätze ein kleiner Dialog, nämlich: Dein Essen war super lecker, sagte Frau Kuhn. Aber warum hast du nicht aufgeräumt? Die Sätze sind heute sehr kurz, das ist auch gut für euch, denn jetzt könnt ihr ganz schnell überlegen, was diese Sätze bedeuten könnten. Also, eine Musterlösung wäre: Dieses Essen ist mega fein gewesen, hat Frau Kuhn gesagt. Aber warum hast du nicht aufgeräumt? Das wäre es eigentlich, aber bevor wir aufhören, wir sind jetzt schon auf Spotify bei etwa 50 Zuschauern. Wow! Und deshalb möchte ich euch bitten, diesen Podcast je einer Person zu teilen und ihn zu folgen, ihn zu abonnieren, denn etwa die Hälfte hat das noch nicht getan. Denn wenn jeder den Podcast einer Person teilt, dann sind wir bei 100 Zuschauern. Stellt euch das vor. Das fände ich mega, mega toll. Danke vielmals und ansonsten sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Was? Hä? Wir? Schweizerdeutsch.